Ich hasse Schmerzen. Ich hasse nichts mehr als Schmerzen. Ich bin die grösste Mimose. Ich bin der schlimmste Tattoo- und Piercing-Kunde, den man haben kann. Ich heule vorher, ich heule währenddem, ich schlage auch den Tätowieren währenddem. Ich hasse Schmerzen. Ich glaube nicht, dass ich süchtig bin. Also ich stehe am Morgen völlig okay aus und finde nicht, ich muss jetzt unbedingt das neue Tattoo stechen. Ich finde es einfach fancy und darum mache ich es. Ich habe eine gespaltene Zunge. Dann habe ich die Eckzähne verlängert. Ich habe das Piercing am Halszäpfchen, aber das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht. Die Narben am Kinn, dann Elfenohren, also sie sind so ein bisschen angespitzt, dass sie so ein bisschen elflich aussehen. Dann Implantat auf dem Brustkorb, in den Händen, wie man sieht. Und dann habe ich noch einen Magnet im Finger. Am Flughafen war es noch nie ein Problem. Ich habe in der ganzen Zeit, als ich reise, ein einziges Mal gepfiffen und es war mein BH. Aber sie stehen dann schon dort hinter dem Check und sie freuen sich, weil jetzt kommt so ein Freak und es wird läuten und dann laufe ich durch und es läutet nicht und sie sind so... Aus Prinzip bin ich ja für die meisten Leute wahrscheinlich ein Asi. Also arbeitslos und irgendwie kriminell und ich nehme mehr Drogen und ich hatte eine ganz schreckliche Kindheit gehabt. Und die sind dann immer ganz erstaunt, wenn sie plötzlich merken, oh, das stimmt alles gar nicht. Ich bin mega Spiesser. Und die meisten Leute denken, yeah, Samstagabend, jetzt geht es sicher an so eine Fetischparty. Und es ist so, yeah, Samstagabend, ich gehe heim, ich lege meinen Onesie an, ich gehe kochen und backen oder ich stricke einen Hundepulli. Die Leute denken immer so, jetzt kommt eine hure Story. Und dann so, nö. Ja, alle wollen mich anlangen. Alle wollen mit meinem Gesicht herumtöpeln und sie sagen, willst du mich mal beißen? Und ich finde so, nein, sorry, ich beisse nicht gerne fremde Leute. Meine Body Modifications haben überhaupt keine Bedeutung. Wenn die alle eine Bedeutung hätten, dann wäre ich so ein hure schizophren gestörtes Wesen. Ich wäre dann der Teufel, der eigentlich ein Vampir ist, mit Elfenohren. Nein. Ob ich jetzt im Alter scheiße aussehe mit Tattoos oder scheiße aussehe ohne Tattoos? Egal. Ich glaube nicht, dass ich mit 80 dann noch Sorgen habe, dass meine Titten nicht mehr stehen oder ich irgendwelche schrumpelige Stellen am Arsch habe, die jetzt tätowiert sind. Wahrscheinlich bin ich einfach froh, wenn ich gesund bin. Ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach mal so ein bisschen die Scheuklappen abziehen. Dass sie merken, dass es noch etwas ganz anderes gibt, als das, was sie kennen. Es gibt ganz viele Piercing und Tätowierte, die einfach mega nett sind und mega coole Leute. Und wenn man diesen Leuten einfach mal die Chance geben würde, mal zu zeigen, wie sie wirklich sind, wäre das wahrscheinlich auch für die ganzen normalen Bünzli-Schweizer eine Bereicherung in ihrem Leben.